Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Es hat sich gelohnt. In der letzten Episode meine Arbeit ist auf Stufe 8 hochgegangen. Wir haben die Mega-Bombe gelernt. Alles klar. Ja, Einnahme etwas mickrig, aber es geht. Meine Arbeit hat sich ausgezahlt. So. Genau, heute ist Evelyns Geburtstag. In der Glotze. Hast du nur vom Morgen klauen, so nicht. Post im Animo kriegt. Wie ich sehe, hast die Schädelhöhle betreten. Gut gemacht. Ich habe weitere Herausforderungen für dich, Kind. Schaff's mindestens 25 Ebenen tief. Ich habe einen Berg von Gold für dich, wenn du es schaffst. Dein Freund, Mr. Key. Okay, Keys Herausforderung. Du bist herausgefordert worden, Ebene 25 in die Schädelhöhle zu erreichen. Dir wurde ordentliche Belohnung versprochen, wenn du erfolgreich sein solltest. Alles klar, machen wir doch, ne? Aber vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht sofort. Wir schauen einfach mal, wann wir dafür Zeit finden. So, dann kommen wir erstmal mit der durchwäschte Zeitung hier an. Die Fackel packen wir hier rein wieder. Und hier noch das. Dann heben wir uns noch AI auf. Oh, das ist jetzt schon fertig. Ja, geil. Jetzt müssen wir auch hier nämlich mit Heu arbeiten. Das hat jetzt Robin für uns erledigt, indem sie es abgegradet hat. Ja, perfekt. Gut, das mal anscheinend keine Ente-Eier, sondern jede Menge Ente-Federn. Nicht verkehrt. Können wir vielleicht auch nochmal an der Anna Hansel, an der Elliot noch was weitergeben? So, das heißt heute nur 2 Mayonnaise für uns. Moment, der Leverwurst löscht den Durst. Und dann gehen wir nochmal dort hier, holen uns hier nochmal unseren Krust ab. Die haben wieder Milk Session. Zack. Du hast wieder keine Milch, ne, Riesel? Ich glaube nicht, dass die... Genau. Letzte Episode habe ich da ja schon gemacht. Aber die war fix fertig, die Robin. Ich habe nicht gedacht, dass die nur 2 Tage dafür braucht. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch bei Mani heute, wenn möglich, unser Kaninchen für den Stall. So. Okay, gut. Das und dann noch Dode vor. Schön, schön. Dann gehen wir noch rein. Backen noch für die Evelyn eine Schokoladentorte. Und so, liefern erstmal hier ein bisschen Zeug ab. Zack und zack. Das versuche ich Elliot noch zu geben, dass man mit dem wenigstens noch irgendwie eine bessere Freundschaft erlangen. Ansonsten, die Milch bleibt jetzt erstmal hier noch. Genau, dann gehen wir nochmal hier rein ins Gewächshaus. Ja, die Bäume wachsen schön, finde ich auch super. Und hier haben wir Sternfrucht, diverse. Perfekt, oder? Richtig geiler Scheiß. Und die Rhabarber sind ach gut, saugut. Ich liebe ja Rhabarberkuche. Früher als Kind, muss ich sagen, früher als Kind habe ich das Zeug roh gegessen. Das habe ich locker und sehr gern auch roh gegessen. Mittlerweile, mittlerweile kann ich es einfach nicht mehr. Ich habe es mal vor ein paar Jahren probiert und bin erbärmlich dabei gescheitert, so ein Ding roh zu essen. Oh nee, das gebe ich mal nie wieder. So, dann als truffende Wetter. Die Blaubeere-Ernte sieht auch gut aus. Sehr schön. Das erinnert wieder so ein bisschen an das Sommer im Spiel, wo man jedes Mal jede Menge von dem Zeug gehabt hätten. So. Okay, allmählich geht uns halt auch die besondere Saat hier aus und wir sollten mal überlegen, ob man nicht möglicherweise was anderes einpflanzen wie Aubergine und so. Für den Frühling gibt es halt nur an wiederkehrende Saat die Erdbeere.
Deswegen haben wir da so ein bisschen in die Hose geschissen, weil Erdbeere habe ich nämlich genug für das Saatguterzeuger. So, das ist auch wieder gut. Dann gucken wir nochmal hier unten vorbei und die Durchwegzeitung hat unsere Fackel gebracht. Ja, finde ich logisch. So. Und so. Zusätzlich haben wir hier keinen Platz. Dann müssen wir das so machen. Rhabarber machen wir 2 Reihen und ein normaler. Man weiß ja nie. Wobei, ja, man weiß ja nie. Deswegen der restliche Rhabarber kommt durch rein. Und hier, dann hat man noch irgendwo Blaubeere, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Dann machen wir doch erstmal schön auf 15 wieder hoch und dann machen wir wieder auf 10. Der Rest kann in die Kiste. Dab, dab, dab. Das kann auch noch in die Kiste. Sternefrucht heben wir uns auch nochmal 2 jeweils auf. Der Rest kommt natürlich auch in die Kiste. So. Dann überlege ich jetzt noch wegen Aubergine. Wo haben wir dann die Aubergine hier? Scheiß drauf. Ich probiere 12 Aubergine-Saat rauszukriegen. Damit wir hier noch welche abbauen können. So, zack, zack und zack. Wir gucken mal, was es uns ausspuckt. Vorher gehen wir aber nochmal hier rein. Perfekt, hier gibt es auch noch ein bisschen Ausbeute. Wildpflaume, Brombeere und Gewürzbeere. Gut, hier hat es auch wieder kräftig ausgespuckt. 5 Aubergine-Saat hämmert derzeit. Und wir schmeißen nochmal silberne Aubergine hier rein. Da gucken wir einfach mal. So, dann die Milch kommt nochmal hier raus. Und so wird ein Schuh draus. Da gucken wir mal, was uns das hier wieder ausspuckt. Sind wir bei 11. Ja gut, sorry, Annie brauche ich halt noch. Einfach nur, damit unsere Reihe nach wie vor aufgefüllt bleiben. Komm schon, komm schon. Ich will halt wirklich einfach nur, dass hier noch so viel wie möglich rauskommt. Perfekt, die 12 gehen super auf. So, das war sowieso nur noch der Gammeldünger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen passt das eigentlich. So, aber ich möchte auf jeden Fall von jeder Jahreszeit was haben. Vom Sommer habe ich die Tomate und die Blaubeere. Die Preiselbeere habe ich vom Herbst, genauso wie hier jetzt die Aubergine. Die wachsen ja immer wieder noch. Ja, schauen wir einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, was wir sonst schon kriegen. Im Frühling möchte ich auf jeden Fall nochmal die Erdbeere kaufen. Damit wir auch da wieder jährlich was davor haben. Das war dann, glaube ich, hier drin, ne? Ne, hier war es nicht drin. Dann muss es hier drin gewesen sein. Okeli-dokeli. So. Gut. Wir sind, glaube ich, erstmal gerüstet soweit. Genau, der Käse kommt noch rein. Joink. Und dann geht es mit uns erstmal ab in die Stadt. Und ich sehe auch wieder Artefaktplätze. Ich sehe komische Würmer und ich sehe ein epileptisches Pferd. Im Endeffekt hätte ich wohl nicht beim Pferd sparen sollen. So. Dann können wir auf dem Rückweg noch beim Mani vorbeigucken, wenn möglich. Aber erstmal zu der Evelyn. Oh, da ist gerade wieder Event vom George freigeschaltet. Okay, George. Okay, oh, Entschuldigung. Okay, George. Atme mal. Schnaufe mal tief für mich ein. Dreh dich mal bitte um. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du sollst dein Leben ein bisschen umkrempeln, wenn gesund bleiben wird. Ich empfehle, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Nee, Entschuldigung, das ist für Harvey das Ereignis, nicht für den George. Ich weiß selber, was das Beste für mich ist, weil meine Eltern nicht mir irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich bin dein Arzt, George, so ist das halt einmal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh, Entschuldigung, aber du solltest nicht hier sein. Die Untersuchung hier ist privat. Nicht so schnell, ich hätte gerne mal jetzt die Meinung von dem jungen Mann. Hallo, Hopp. Ackermann, was denkst du, was der George machen sollte? Ich finde, er sollte dem Rat befolgen. Danke, Herr Ackermann. Siehst, George, ich versuche nur, dir zu helfen.
Alla hopp, ich werf dich her. Ach, danke für der Hilfe, Ackermann. Ich weiß das echt zu schätzen. Ja, das war das Harvey-Event tatsächlich und nicht das für George. So, du hast an meinen Geburtstag dich erinnert. Das freut mich ja so sehr, danke. Ja, jetzt haben wir auch mit ihre 2 Herzen. Wir leben ja schon seit über 30 Jahren. Mir haben viele Leute kommen und gehen gesehen. Dein Opa war einer der Vorkopf hatten selig. Ach. Okay, gucken wir nochmal, ob wir jetzt mit ihr irgendwas auslösen. Nö. Okay. Gut, dann haben wir ihren Geburtstag schon mal standesgemäß gefeiert. Ich gehe gern zu Clint. Dann würde ich am liebsten noch zu unserem Philosoph, zum Elliot. Und dann hätte ich mal ganz gerne noch eine Kanickelkarfe für meinen Hinkelstall. So. Okay. Gut. Ich möchte noch Geode knacken. Man weiß ja als nie, was drin ist. Möglicherweise könnte ja noch was sein, was man am Museum spenden können. Derzeit. Ui, das ist gut. Das ist der zwergische Helm. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gespendet. Das könnte sein, dass man der Ozeanstein haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespendet. Das haben wir bestimmt schon gespendet. Hier, den Malachit. Ja, bin ich mal sehr sicher. Und Kupfererz ist auch noch drin. Perfekt. Danke. Ja, jetzt renne ich hier stolz mit meiner Städte durch die Gegend. Gut, oder? Dann, Elliot ist glücklicherweise hier. Perfekt. So, hier du Schmunzelmonster. Ich habe was für dich. Ackermann, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Wir sind aber leider immer noch bei 0 Herzen. Ich habe im Haus ein paar Übungen gemacht, weil es oft zu kalt ist, um noch draußen zu gehen. Ja, der Rest lassen wir jetzt mal sein mit Blabla. Servus Louis. Und hier Museum spenden. Genau, der Zwergehelm geht erstmal dort hier und der Ozeanstein geht over hier. Leider erstmal keine Belohnungen für uns. So. Dann haben wir uns den Weg zum Elliot gespart, aber ich würde ganz gerne noch zur Abenteurergilde gehen, bevor das untergeht. Noch schnell an der Mine vorbei, hier rüber. Und dann haben wir das Ach. So. Servus, der ist für dich. Lava Katana, genau das brauchen wir, kostet aber 25.000. Tja. Sieht nicht so gut aus für uns irgendwie. Okay, das lassen wir erstmal sein alles. So. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Um uns jetzt etwas Weg zu sparen, gehe ich einmal ganz kurz im Stäbruch vorbei. Einfach nur um zu gucken, was da abgeht. Ja gut, ein bisschen Kupfererz ist noch gewachsen. Ansonsten halt nur Stäh. Aller Hopp. Gut, dann wieder ab mit uns zurück in die Stadt und zu Marnie's Ranch. Ich glaube, die hat nämlich noch bis 16 Uhr oder so auf. Oder 17 Uhr, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie Samstag, ob die dann noch hinterm Trese steht. Ja, der Willi macht anscheinend auch mal ein bisschen Feierabend. Oder macht irgendeine Besorgung, keine Ahnung, was der schafft. Ich bin jetzt am Biograf. So. Dann gehen wir nochmal zu Marnie und versuchen unsere Kanickel abzustauben. Ich hoffe, die sind noch relativ günstig, die Tiere. So. Ah, da ist er noch. Okay. Dann holen wir uns doch den... Der kostet 8.000, die Wutz kostet 16.000. Das sind flauschige Hase, die hinterlassen alle paar Tage wertvolle Wolle, lebt im Hühnerstall. Renat, ach geil. Das R passt. Ich habe mir zuerst gedacht, mein ursprünglicher Hase, den ich als Kind gehabt habe, mein erster, der hieß Rocky. Lass mal, wo muss sei. Es soll ja pelzig sein, das wird jetzt der Rudi. Fertig. Sehr schön, ich sende kleine Rudi sofort zu seinem neuen Zuhause. Zu ihrem neuen Zuhause, ja. Das ist jetzt das erste männliche Tier, was ich mir jetzt hier mal einfach mal so beschließt, dass das männlich ist. Und es ist der Rudi. Fertig. So, da ist nichts. Ja, Seppel hätte ich natürlich auch nennen können, aber muss ja nicht sein. Gut, 10.000 sollte ich nochmal sparen, dass wir demnächst noch in der Lage sind,
unsere Wutz zu kaufen. Wobei die im Winter halt nicht sehr praktisch ist, aber die andere Jahresseite über ist die praktisch und kann hier Trüffel finden. Also die droppt sozusagen einfach mal Trüffel. So, da. Dann nochmal hier. Und weiter auf der Gaul. So. Wir gucken mal gleich mal noch um Rocky. Noch um Rudi. Da ist er. Nee, hihihi, ist der goldig. Rudi scheint neugierig, aber ein bisschen vorsichtig. Ach so, sie. Okay. Ja, schade, wenn das alles mit sie ist. Dann wird's halt die Martha fertig. So, alles klar. Na gut, dann muss das halt so sein. Schade. Schade, schade, schade. So. Ja, ich habe jetzt einfach mal gedacht, dass das Hazel wenigstens hier irgendwie männlich ist oder so. Aber okay, alle Tiere sind weiblich. Dann ist das halt so. Zip und joink. Und ansonsten müsste es das eigentlich auch gewesen sein, ne? Ja, großartig. Mehr haben wir jetzt wirklich nicht mehr zu schaffen. Okay. Das heißt, wir sollten vielleicht nur so Spinnrad hier vorne dran machen, damit wir hier und zwischen Schaf und zwischen Haas unterscheiden können. Wie viel kostet uns das dann? Holz, Fasern und Kiefernteer. Ist in Ordnung. So, Holz, Fasern und Kiefernteer. Zack. Gleich mal so Ding gebastelt. Der Rest kommt wieder rein. Und Holz müssen wir jetzt auch nämlich sparen. Die Dinger sind abgegradet. Wir sind soweit glücklich. Und fürs nächste brauche ich einfach nur Hartholz. So, das packen wir dann gleich mal dort hier. Dann läuft die Geschichte. So. Gerade mal gucken, was wir sonst noch basteln können. Wo war denn die Mega-Bombe? Golderz, Solaressenz und Schattenessenz. Alter. Okay. Ölpresse brauchen wir noch nicht. Recyclingmaschine, Einmachgefäß, Zapfhahn, Kohlebrennofen, Bienenhaus, Vogelscheuche. Tja, das haben wir ja eigentlich alles hier, den Kram. Blitzableiter haben wir 8 genug. Genau, hier noch. Okay, na gut. Ich glaube, soweit haben wir jetzt erstmal nichts Großartiges, um was wir uns kümmern müssten. Okay. Ansonsten war es das hier. Wir könnten auch ein bisschen Holzschlache geben, bin ich sehr stark dafür. Das heißt, wieder ein bisschen weiter runter und der Hof noch mal ein bisschen weiter aufrahmen. Der Ahornsirup ernten wir natürlich ab. Ja genau, da ist doch mehr als genug hier. Also nichts wie ran an der Feind. Und hier noch ein bisschen Verordnung sorgt. Die junge Bäm lassen wir jetzt einfach mal in Friede. Hartholz schlachen wir natürlich auch liebend gern. Ist ja klar. Ui, das hat sogar ganze 8 gebraucht. Das war so ein dicke Knarzer. Schä. Ups, nee, das wollten wir nicht. Das wollte ich tatsächlich nicht, dass der Kiefernzapfe hier arg geknackst wird. So, und wieder rein mit dir, genau. Komm schon. Komm schon. So, okay. Dann weiter geht's mit unserer Goldaxt. Ja, die schlägt bestimmt sehr gut, die Goldaxt. Gold ist ja so berühmt-berüchtigt dafür, dass das so hartes Material ist, mit dem man sowas locker flockig machen kann. Okay, weiter geht's. Ah, da war noch ein bisschen versprengtes Holz. Ja, dann können wir auf jeden Fall schon mal hier für Ordnung sorgen. Das finde ich eigentlich soweit auch ganz gut so. Ich mag das, wenn mein Hof aufgerahmt ist. So. Und hier nochmal und hier weiter. Ich sorge mal dafür, dass das in die Richtung fällt. Dann geht so viel nämlich nicht so verloren in dem Gewirr von Bäumen. So. Und weiter. Hier ist noch ein bisschen loses Holz. Dann können wir das da reinkloppen. Okay, soweit so gut. Moment, erstmal hier rum. Die junge Bäm lassen wir natürlich wie immer stehen. So, super. Dann doch in die Richtung. Unsere Energie geht langsam auch etwas zur Neige. Ja, circa die Hälfte haben wir. Gott. Ups, jetzt habe ich aus Versehen doch hier was kaputt geschlagen wieder.
Egal. Egal. Es wird allmählich spät. Irgendwann ist es im Ackermann Achmo scheißegal. Der will, glaube ich, irgendwann einfach nur in die Fall gehen und eine Runde Penner. Also die 60 Holz haben wir jetzt locker wieder drin. Und wie gesagt, im Frühling lassen wir das ganze Zeug erstmal wieder richtig nachwachsen. Da müsste ich mir aber trotzdem nochmal so einen kleinen Vorrat anlachen. Einfach nur, damit ich Holz habe. Wenn ich mal wieder einfach so Kleinigkeiten bauen will. Weil wir haben ja jetzt die Upgrades für Hühnerstall und für andere Tierstall haben wir auf Maximum. Das heißt, das brauchen wir erstmal nicht mehr weiter abzugraden. Und wie wir gesehen haben in der letzten Episode, brauchen wir für die Dritthausverbesserung tatsächlich viel Hartholz. So. Deswegen wird erstmal hier das normale Holz geschlagen, damit man solide Vorrat hat, aber auch so viel, dass noch genug Saat hier übrig ist. Also genug von der Samen übrig sind, damit hier neue Bäume auch wachsen können. So, ich hoffe, der fällt dann noch rechts. Jawohl. Gut, sehr schön. Dann haben wir hier, glaube ich, für ordentlich Ordnung gesorgt. Und der Teil gilt jetzt auch als gesäubert. So, das weg, das weg. Ich mag das nicht, wenn du Holz einfach so auf dem Weg rumliegt. Kann ich irgendwie nicht so sehen. Deswegen ab damit. Und wir gehen nochmal noch over dann. So, gut. Und das Gebiet könnte ich mich dann das nächste Mal, wenn ich wieder Zeit habe, drum kümmern. Aber das noch ohne war mir jetzt dann doch auch recht wichtig. Siggi wieder rein in den Stall und der Rest wird noch manuell gemacht, beziehungsweise zu Fuß gemacht. So, das sieht doch allmählich richtig ordentlich aus, finde ich. Richtig schön, symmetrisch und alles. So gefällt mir die Sache richtig gut. Okay, der Ahornsirup durch rein. Dann war noch der Harz. Machen wir hier rein. Die Winterwurzel kommt hier rein. Genau, Stäh hatten wir auch noch ganz klein bisschen. Ja, das sieht doch solide aus mit dem, was wir so derzeit an Materialien haben. Nur das Hartholz muss definitiv noch gemacht werden. Okay, hier hat man nichts. Dann geht's ab in die Fall und Mäuer haben wir, glaube ich, erstmal nichts zu schaffen, ne? Genau. Okay. Gut. Ja, Pfeif. So, dann ab in die Fall. Abgegradet wird jetzt erstmal nichts mehr, aber Alter! Rhabarber, lecco mio. Der bringt aber ordentlich Kohle. Und was noch viel mehr Kohle bringt, sind die fucking Sternfrüchte. Ja, alter, Facke-Dudel-Du. Die bringen ja richtig fett was. Geil. Okay, vielleicht sollte ich nochmal in die Calico-Wüste und mir einfach nochmal so ein bisschen was zulegen davor. Das ist nicht verkehrt. So, wie gesagt, heute erstmal nichts mehr. Königin der Soßen referiert heute über Kürbiskuche. In meinem Haus ist es Tradition, während dem Festmahl zum Winterstern einen Kürbiskuche zu essen. Die Jahreszeit ist ohne den wundervollen Geschmack, der nur mit dem feinsten, frisch geerntete Kürbis erreicht werden kann, einfach nicht komplett. Bisschen Muskat, Zimt und Nelke werde ich umhauen und in einem Land voll Gold und Purpur entführe. Geil. Sehr schön. Ah, der erste Diamant ist gut und jetzt wackelt das Ding auch wieder kräftig weiter. Sehr schön. An Ackermann, ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und das Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich, Demetrius. Brasse, warte mal. Hämmer war, glaube ich, schon, ne? Thunfisch und Sardine war das hier. Da fehlt nur noch der Stör, den kann ich erst im Frühling... Okay, ja, Brasse hatten wir schon. Okay, schade. Ackermann, wie geht's da? Ich hoffe, der Winter war nicht so hart für dich. Ich schreibe dir einen Brief, um ein bisschen Hartholz zu bitten. Ich brauche etwa 10 Stück, wenn du so viel hast. Wenn nicht, ach, kein Problem. Pass auf dich auf, Robin. Okay. Ja, das ist zwar leider etwas Mangelware bei mir. Ich spare gerade selber. Aber für die Nachbarschaftshilfe bin ich mir dann doch auch nicht so fein. Und gebe das Ding einfach mal weiter. So, Diamante sollten wir uns auch wieder aufheben. Dann, so. Man denkt dann doch eher an die Nachbarn als an sich in dem Fall. So, das dort hier, das wieder da hier. Hier haben wir noch ein bisschen Eicheharz.
Dann wieder ab zu den Tieren. Hallo Leberwurst. Ihr werdet gefüttert, das ist gut. Wie sie mümmelt, die Martha. So. Ja, die sehen doch alle glücklich aus. Gut, gut. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiere habe ich derzeit drin. Okay, könnte ich mir irgendwann einmal mehr zulegen. Das Schöne an dem Hinkelstall ist so, dass die brüten können. Das heißt, die können ja jederzeit eigentlich wieder Nachwuchs empfangen. Genauso wie hier mit den Tiere, die wir hier haben. So, erstmal die Resel. Ja, der geht's auch gut mit 3 Herzen. Ups, in Luft gemelkt. Gemolke, so rum. Entschuldigung. Ja, die hat auch schon ein halbes Herzel, obwohl es noch nicht so lange dabei ist. Aber in einem Stall mit 2 Heizgeräten, du kannst ja mir nur gehen wie Gott in Frankreich, ne? So, dann. Die Milch. Zuerst die Kuhmilch, würde ich sagen, ne? So. Dann das kommt schon her. Und joink. Und hier drin ist mal wieder nichts. Das heißt, wir gehen wieder rein ins Gewächshaus. Okay, die Reihe ist schon komplett verschwunden. Na gut. Ja, das finde ich aber auch gut. Dann habe ich hier definitiv auch so rund um die Uhr für jede Jahreszeit immer die... Hoppla. Immer die Früchte, die hier durch die Bäm sind. Finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Okay. Das ist eigentlich... Ach, Quatsch hier. Eigentlich kann ich das ohne Probleme hier wässern. Für 2 mal 3 Felder. Aber Hauptsache mal wieder Käse gemacht, ne? So. Dann geht es nämlich so. Und geht hier nämlich so. Ja, okay. F-Feld geht immer mit drauf. Schade. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich müsste das doch funktionieren. Naja. Okay, unser Mais ist gut. Sehr schön. Gut, alle. Sonst haben wir hier nichts mehr. Die restliche Reihe muss ich halt noch auffüllen. 2 Reihen haben wir dann noch zum Auffüllen. Genau. Okay, dann geht noch für Erdbeere was und für Annerie immer wiederkehrend die Frucht oder irgendein anderes wiederkehrendes Gemüse geht definitiv wieder was. Ah, endlich mal wieder verfeinertes Quarz für uns. Mais geht direkt hier, wo es hingehört. Gold packen wir hier rein, genauso wie das hier. Die Schnecke können noch dort rein, das kann noch dort rein. Und dann geht's für uns erst einmal ab zu Robin und dann wieder zurück auf den Hof für die restliche Produktion. Ja, ansonsten haben wir heute nicht mehr so viel zu tun. Irgendwas ist spontan entstanden, es ist die Mayo. Gut. Okay, dann können wir den Käse wenigstens jetzt schon mal machen, beziehungsweise jetzt können wir die Mayo schon mal machen. Mist, das wollte ich nicht in die Mitte, aber egal. Und die große Ziegenmilch, alle hopp. So. Gut, das dauert wahrscheinlich auch eine Weile. Kann ich genauso gut zu Robin noch galoppieren. Und kann unterwegs noch ein bisschen was schlacher. Schade, nur gemischtes Saat. Alter, wie das rumjuckelt und zuckelt. Ist doch pervers, oder? So. Und hier. Und dort hier. Ich glaube, mit dem Alex habe ich auch noch nicht allzu viel gemacht. So, dann brauchen wir erstmal hier. Bitteschön. Oh, du hast mitgebracht. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Ackermann. Okay, bei 5 sind wir. Das Holz ist perfekt. Das ist genau das, was ich brauche. Danke. Okay, bla bla bla. Dann gucken wir vielleicht einfach nochmal rein bei ihr in den Lader. Globus, Metallstuhl, Patchwork-Vorleger. Den könnten wir uns theoretisch mal einfach so leichter. Aber ich möchte einfach nochmal gucken. Laternenpfahl, Eisen. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Der Laternenpfahl für Holz holen wir uns vielleicht auch einfach mal nochmal mit.
Steinboden, Blaupause für Steinboden, Trittsteinpfad-Rezept. Nehmen wir auch mit. Steinboden und Holzboden und Kristallpfad nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Und die Holzfeuerschale nehmen wir auch mal mit. Einfach nur, weil es cool ist. Okay, für 200.000 können wir noch den Möbelkatalog nehmen. Und ansonsten, denke ich, ist das soweit in Ordnung, ne? Da können wir jetzt nämlich noch ein bisschen experimentieren mit dem Zeug. Genau, hier sind die Laternen. Holz und Batterie und Eisenbarren und Batterie. Das finde ich perfekt. Und da brauchen wir Holz, Kohle und Fasern. Mäßige Menge Licht. Mäßige Menge Licht. Gute Menge Licht. Okay, das bietet nur mäßig und das bietet schon gut. Okay, wir experimentieren einfach mal ein bisschen damit rum und machen mal die Fackeln weg. Ich habe es eigentlich... 500 Gold gab es auch noch dafür. Ich habe das nämlich eigentlich so im Kopf, dass diese Laternepfahle ordentlich Licht geben. Und was die Pfade angeht, die ich so jetzt gelernt habe, Trittsteinpfad. Den Boden zu verschönern oder Pfad zu legen. Wo ist dann mein Kristallpfad? Hier ist er. Okay. Ich glaube, ich mache so Trittsteinpfade. Das dürfte eigentlich ganz hübsch aussehen. Dann pimpen wir heute mal einfach ein bisschen unseren Hof noch und machen den mal optisch ein bisschen ansprechender. So, zack und zack. Ja, dann ist das heute unsere Aufgabe, würde ich mal sagen. Okay, das heißt erst einmal hier und hier, hier und hier. Und die Winterwurzel nicht vergessen. Dann das hier rein. Wischt was. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz zu Clint für die dappische Geode. So. Stadt. Gucken wir mal, was in der dappische Geode drin ist. Leider heißt es eine dappische Geode, sondern einfach nur Geode. Und drin ist Granit. Haben wir das schon? Ah ja, das haben wir schon gespendet. Schade. So, Bushaltestelle und wieder hoch. Na. Da finden wir wieder Stelle. Die brauchen wir jetzt nämlich. Ach, super Sache. Okay, okay. Dann hier nochmal auf mit dir. Yes, das gemischte Saat noch der andere wischt was. Haben wir da noch zufällig normale Standarddünger drin? Okay. Ansonsten machen wir es mal folgendermaßen. Was wir noch brauchen sind Kohlehämmer im Sack. Wir brauchen Holz, wir brauchen Stämme, wir nehmen eventuell noch Fasern mit. Und wir nehmen eventuell noch verfeinertes Quarz mit. So. Dann gucken wir doch einfach mal. Eisen. Eisen habe ich noch vergessen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf die Superman-Musik komme, aber ist halt so. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir hacken jetzt einfach hier nochmal Runde auf. Und ich glaube, ab da wäre schon wieder zu sehr Eingriff, wenn man hier was einpflanzt, ne? Das muss frei sein, glaube ich, für der Baum, sonst kann der nämlich wachsen. Okay, dann machen wir nochmal 12 von dem Zeug. Solange wir jetzt hier einfach nichts haben, was wir nochmal wirklich reinmachen können, nutzen wir die Zeit doch einfach, indem wir mal die gemischte Saat reinschmeißen und schauen wir doch einfach mal, was dabei rauskommt, oder? Ups, ich habe jetzt einfach nur gemischte Saat, ich Eumel. Knetkopf. Okay, die Ente-Mayo nehmen wir sofort auch mit. Die kann nämlich sofort durch rein. Dann würde ich nämlich sagen, wir beleuchten unseren Hof hier erst einmal ordentlich mit 2 von den Eisedinger. Und dann, nee, Quatsch. So viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur 12 davor. So, also Reihe kann ich tatsächlich noch machen und das geht dann wahrscheinlich im Frühling für Erdbeere drauf. Merke ich jetzt schon. Weil wenn es wirklich nur Reihe ist, schade drum. Aber Rhabarber wächst hier, glaube ich, auch noch. Das heißt, da kann auf jeden Fall auch noch was kommen. Also 2 Reihen sollten dann insgesamt noch möglich sein für Erdbeere und noch irgendwas Schönes wie Peperoni. Peperoni ist immer geil. So. Gucken wir einfach mal, dass wir das noch gescheit lösen. Und dann sind wir mal gespannt, was hier einfach rauskommt. Bei der wilde Saat.
Gemischte Saat. So. Sind wir doch einfach mal gespannt, was wir hier ernten. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich hätte ganz gern... Ich hätte ganz gern hier den Trittpfad. Den finde ich nämlich persönlich sehr schön. Den Kristallpfad finde ich etwas... Ja, der sieht dann doch nicht so spektakulär aus, wie ich mir es vorgestellt habe. Den finde ich eigentlich wesentlich schöner. Da machen wir jetzt erstmal eine Padefuhr. Was ist denn das eigentlich? Stäbbode und Holzbode. Um Wege zu schaffen. Nee, das sieht mal ein bisschen zu Ämer-mäßig aus. Ich finde solche Trittsteine eigentlich wesentlich schöner als so ein richtig klotzköppischer Stäbbode. Wir machen jetzt erstmal 50 von den Dinger. So, und dann legen wir das Zeug mal richtig aus. Weil, wie gesagt, so ein Trittsteinpfad finde ich eigentlich erheblich schöner als so feste Klotzkorbplatter. So, das ist dann nämlich wirklich ein schöner Pfad, dem wir folgen können. Dann gehen wir auf jeden Fall auch bis dort hier und ab da geht's weiter. Dann machen wir das doch einfach jetzt mal alles optisch alles ein bisschen anspruchsvoller, oder? Also ich persönlich finde es so optisch schon anspruchsvoller. Da haben wir dann auch nur noch eine gewisse Grenze von Fläche, die wir hier nochmal nutzen können für die Gedöns, sag mal's, dann sage ich das, für die fürs Gras, was ich im Frühling noch aussehe wollte, für die Tiere, dass sie direkt am frischen Gras sind. Yes, es erleid. Wortfindungsstörungen sind nichts Schönes. So, dann hier nochmal und dort auch nochmal. Und weil es so schön war, fläzen wir doch gerade noch so ein bisschen Gold rein, ne? Zack, zack. Und weiter geht's. Unser Weg setzt sich fort. Und wir müssen noch ein paar mehr erschaffen, sehe ich. Okay. Dann machen wir einfach nochmal 10 Stück und schauen mal, wie weit uns das bringt. Okay, sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, das machen wir einfach so drauf. Dann machen wir hier noch ein bisschen was. Wenn es euch nicht gefällt, gebt natürlich einmal Bescheid, ob ihr möglicherweise das andere noch sehen wollt. Oder wo ihr das eigentlich ganz gern haben wolltet. Diese Pfade. So. 3 habe ich mal, glaube ich, ausgerechnet. So. Nee, da ist einer noch zu viel. Schade. Ja, okay, nee, das passt. Gut, dann haben wir hier unser Trittsteinwege. Finde ich sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen anderer Weg für das. Wir könnten uns aber nochmal hier von den Dinger was herstellen. Wenn wir jetzt sowieso gerade am Ästhetikum sind, dann machen wir Folgendes. Das machen wir weg, dann machen wir dafür hier Reihe und dann kommt wieder das Tor hier, wo es hier gehört. So, Reihe. Wobei. Theoretisch müssten wir danach hier den Trittsteinpfad auslegen. Okay, ab da ist es aber ganz gut. Das finde ich soweit ganz gut, weil ab hier geht es ja zu dem Reich sozusagen. Das ist ja schon Mauer. Deswegen gehört es hier zu dem Stil hier. Moment. Genau, so und so. So und so. Und dann wieder Drahtenäumel. Dann hier. Ne, Moment. Erstmal Tor ab. So und so. Okay, dann brauchen wir da noch einer. So, darauf habe ich mich eigentlich auch gefreut, muss ich sagen, dass ich hier wieder, dass ich hier mal der Ästhetiker ein bisschen raushängen lassen kann. Und dass ab hier wieder alles mal ein bisschen verschönert wird. Da habe ich mich echt sehr drauf gefreut. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch 2 von den Dinger, dann ist das perfekt. Alles gemacht und scheiße im Dreck. Entschuldigung, das sollte nicht sein. Das heißt, der kommt wieder dahin, wo er hier gehört. Der kommt dann gleich wieder dorthin, nachdem wir das gemacht haben. Genau. Und hier dasselbe lustige Spiel. Zack, zack und zack. Und dann brauchen wir wieder Trittsteinwege. Ah, da ist auch noch was gewachsen, sehe ich. So. Okay, bis sich da erstmal was entwickelt. Machen wir erstmal hier nochmal ein paar. Also 20 brauchen wir bestimmt mindestens. Weil bis sich hier erstmal die Sachlage geklärt hat, ich werde wahrscheinlich hier entlang legen. Da müssen aber die Bäume weicher. Das heißt, hier machen wir noch einen Pfad rein, aber erstmal lege ich den nur hier. Damit die Sache erstmal noch geregelt werden muss. So. Weil da
muss ich am Brunnen auf jeden Fall vorbei. Gut. Habe ich das hier gelegt? Ah, okay, du kann ich nicht, weil du ein Baum im Entstehe war. So. Gut, schöne Sache. Schöne Sache. Machen wir nochmal 20 Stück von den Trittstäben. Ich persönlich mag das auch total gern in einem Garten oder so. Wenn du Trittsteine sind, auf denen man laufen kann. Finde ich sehr viel schöner als diese fette Pflaster-Dinger. So, das kann auch fort, weil ab jetzt haben wir ja auch die Tageszeit dafür, die absolut perfekt ist, dass wir unsere Laterne dann herstellen. So, dann brauchen wir noch Batterie. Genau, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe. Hallo, mal eine Gaul A. Das machen wir nämlich so. Bis zur Recyclingmaschine und dann führt unseren Weg direkt zur Recyclingmaschine. Das ist doch was, oder? So, jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch 4 von den Dinger. Sehr geil. Okay. Was wir brauchen sind Batterie. Wo sind sie dann? Wo habe ich denn die Dinger gelagert? Hier vielleicht? Ja, genau. Perfekt. So. Dann wollen wir 1 und 2 von der Eisenlaterne. Mehr gehen gerade nicht. Dann gucken wir doch gerade mal, wie gutes Licht spendet das Zeug. Indem wir Annie gleich mal nicht hier hinstellen, wie es aussieht. Haben wir hier... Aber gerade sage ich, hier haben wir doch bestimmte Lichtquelle. Deswegen. So, das erhält jetzt hier schon mal alles. Das finde ich saugut. Und dann kommt die zweite Eisenlaterne direkt neben dran. Aus Symmetriegründen muss ich das jetzt leider hier verschieben. Und du kannst dann später noch was hier. Beziehungsweise wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen die Bienenhäuser noch hin. Damit es nämlich auch hier am Haus abschließt. So sind wir doch wieder symmetrisch. Und dann kann nämlich ein drittes hier. So, da. So haben wir's. So wird doch ein Schuh draus. Gut, die Fackeln kommen weg. Die brauchen wir dann nicht mehr, weil das Haus jetzt vollständig erleuchtet ist. Oder beleuchtet ist, besser gesagt. Und dann kommt der Rest. So, was möchte ich noch weg haben? Der verfeinerte Quarz können wir fort. Das können wir, glaube ich, auch fort soweit. Und der Harz können wir auch wieder rein. Der Dünger ist gemacht. So, alter Falter. Gut, Moment. Der sollte noch rein. Und der sollte auch noch rein. Und dann machen wir noch ein paar Holzlaternen. Erstmal nur Annie. Ich mag nämlich wissen, wie viel Licht das Zeug spendet. Steht nämlich frech behauptet, dass hier wunderbar eine Reibasse wird, ne? So. Ich glaube aber, das spendet genauso viel Licht. So, dann können wir nämlich hier am Brunnen noch eine Reihe, oder? Hier am Brunnen könnte noch perfekt in die Reibasse. Damit das hier mittig noch steht. Relativ mittig zumindest. Wobei, ne, es steht nicht so relativ mittig, wie ich mir das gedacht habe. Es steht so mittig, wie die Vogelscheuche steht. Perfekt. Da haben wir nämlich over, unten und rechts müssen wir auch nochmal eine hinstellen. In Höhe von der Vogelscheuche hier. Zack. Und super Sach. Dann ist jetzt nämlich unser ganzes Feldzeugs hier inklusive Angelstelle beleuchtet. Und hier sind wir einfach mal so frei und stellen einer von den Kameraden noch in die Mitte rein. So, saugut, oder? Saugut. Die Höhe, die mittlere Höhe ist hier, wo die Eichel drin ist. Aber die Eichel, die pflanzen wir nochmal neu ein. Und zwar machen wir die dort hier. So. Rein mit dir. Und perfekt. So. Holz haben wir noch genug. Laterne hätten wir noch 2. Ich denke mal, jetzt sind die Fackeln auch komplett unnütz. Die brauchen wir nicht mehr. Da wir genug Lichtquelle jetzt auch so haben. Gut. Gut. Ich sammle gerade noch die Dinger ein. Und dann den ich auch relativ zügig in die Falle hüpfe. Ups. Der kommt wieder dort, wo er hingehört. So. Ja, super. Super Sache. Ist das gut oder ist das gut? So, dann hier nochmal brauchen wir nimmer. Brauchen wir nimmer. Ja, ich weiß, es ist soweit, aber trotzdem. Die Fackeln müssen einfach nochmal eingesammelt werden.
Gut, dann können wir uns morgen, oder jetzt vielleicht noch, ich weiß es nicht. Ach, scheiß drauf, wir haben es noch nicht so spät. So, dann kümmern wir uns doch darum, dass hier noch zwei von den Dinger gebaut werden. So viel Batterien haben wir nämlich noch. Und ja, dann schauen wir mal, dass hier einer steht, direkt neben dem Baum. Dann haben wir da noch ein bisschen Gold zum Machen. Und dann gucken wir, dass beim Gewächshaus auch noch Annie steht. Hier zwischen Gewächshaus und Stall ist da gerade der perfekte Ort. So, dann ist unser ganzer Hof endlich mal richtig beleuchtet. Finde ich saumäßig gut. Die Sigi kann da stehen bleiben, die kann ja über Nacht dann rüber traben. Das macht nichts. So, das Golderz packen wir jetzt einfach mal durch rein. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und, okay. Moment, da ist irgendwie zu viel. Mal irgendein unnötiger Käse. Ja, das Iridiumerz wird wahrscheinlich hier jede Menge Platz schlucken. Da muss das Iridiumerz halt durch hier und die Fackeln dort hier. Und die Stäbe kommen wieder an ihren rechtmäßigen Platz. Gut, ihr liebe Leute. Ich steht aber Sache. Wir haben die Tage für heute erledigt. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut bis dahin. Euer Yankee.